Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal werde ich mal so ein bisschen die Saison Revue passieren lassen und so ein kleines Fazit zusammenstellen, meiner Meinung nach, wie so die Leistung die Saison war. Und dann werden wir mal so den Kader einzeln durchgehen und ich werde mal so meine Note für jeden Spieler verteilen, wie ich ihn gesehen habe. Ja, also erstmal, ich habe es vor dieser Saison schon gesagt, dass die Meisterschaft diese Saison offen wäre, dass es schwer wird, die zu verteidigen. Zwischendrin war es kurzzeitig eng, 2-3 Mal. Dann haben wir uns aber wieder gefangen. Und dafür, dass wir keine Vorbereitung hatten, wirklich keine, ich glaube eine Woche. Im Gegensatz zu zum Beispiel Borussia Dortmund mit 6 oder 8 Wochen, was die hatten, ist diese Meisterschaft gar nicht hoch genug anzurechnen. Genauso, um da schon mal vorzugreifen, auf das Bundesliga-Fazit, auch auf den zweiten Platz, oder sind sogar jetzt Dritter geworden von Leipzig. Aber auch da, das ist nicht hoch genug anzurechnen, weil die hatten, glaube ich, eine Woche mehr Vorbereitung wie wir. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Von daher, also in meinen Augen gibt's nicht höher eins anzurechnen. Klar haben wir viele schlechte Spiele gesehen zwischendrin. Klar haben wir viele Gegentore gekriegt, haben dafür aber auch 99 geschossen. Und das habe ich schon immer zwischendurch auch gesagt. Ich gucke mir lieber ein Spiel von uns an, wo ich ein 5-2 sehe, wie ein 3-0. Ja, Punkt. Scheiß darauf, ob wir 50 Gegentore haben, wenn wir dafür 110 schießen. Ist für mich schöner, ist für jeden im Stadion schöner, ist eigentlich auch für euch schöner, wenn man nicht gerade irgendwie Trainer ist und Taktikfuchs ist und auf Defensive steht. Denke ich, was so die Tore anbelangt, auch was die Spiele anbelangt, ich würde sagen, 2/3 der Saison haben wir echt gute Spiele gesehen von unserer Mannschaft. Ja, wir haben zwischenzeitlich Tiefs drin gehabt, was aber auch völlig menschlich war, auch wenn ich da meine Meinung klar und deutlich gesagt habe, aber man muss halt einfach auch mal bedenken, dass halt echt keine Vorbereitung da war. Ja, wie gesagt, wir hatten 7 Tage frei, 2 Tage Training, dann war das erste Spiel. Und so ging es durch, ja. Die Saison war mega erfolgreich, ja. Man muss sehen, alles redet von einer Niederlage gegen Kiel. Wir haben unentschieden gespielt, sind wir im Winterschießen rausgeflogen. Sehr unglücklich, ja. Kann halt immer mal passieren, kann wirklich immer mal passieren. Ja, Paris, ja. Ich denke, man hat gesehen, Levi hat halt einfach gefehlt. Klar, wir müssen jetzt nicht mit hätte, wäre, wenn anfangen. Logisch, bin ich kein Freund von. Aber wäre der Levi dabei gewesen, Paris uns niemals rausgeschmissen. Dann hätten wir im Hinspiel, ja, keine Ahnung, 3, 4, 5 Tore gemacht, dann wäre das Ding durch gewesen. Also, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Klar, am Ende des Tages, und wir haben dann trotzdem noch eine gute Leistung, auch im Hinspiel und im Rückspiel gezeigt, haben halt noch ein bisschen Pech gehabt, weil uns einfach so der Vollstrecker gefehlt hat. Es war dann zusammengerechnet Spiel auf Augenhöhe und Paris ist ein bisschen glücklicher weitergekommen. Ja, das muss man natürlich auch mal ganz klar sagen. War jetzt nicht so, dass Paris uns irgendwie an die Wand gespielt hat oder sonst was. Ne? Mit der Offensive, dann mit unserer Defensive, die wir in dieser Saison hatten. Wobei wir im Rückspiel die 0 hatten. Ne? Muss man auch mal ganz klar sagen, gegen diese Offensive. Muss man auch klar sagen, haben wir Glück gehabt. Die hätten auch 3, 4 machen können. Aber ja, auch da, denke ich, war die Chance da, in der Champions League ins Finale zu kommen. Ja. Haben wir halt nicht geschafft. Einfach der Umstand, dass Levi verletzt war. Fertig. Klar kann man das nicht nur daran festmachen. Klar sollte man dann Ersatz haben. Aber ganz ehrlich, Leute, welche Mannschaft auf dieser Welt hat einen Ersatz für den Top-Stürmer? Was ist, wenn bei Paris Mbappé ausfällt? Dann haben die auch keinen, der das gleiche Niveau wie ein Mbappé hat. Ja, die haben noch einen Neymar dahinter rumstehen, was aber nicht ein Stürmer ist. Ja. Oder neben Real Madrid mit Benzema, neben Tottenham mit Kane. Du kannst die Vereine durchgehen. Ne? Neben Salah in Liverpool und so weiter und so fort. Für den richtigen Top-Stürmer, ja, manche Mannschaften haben einen besseren Ersatz wie wir, weil wir hatten Choupo-Moting. Obwohl er es ja dann noch ganz gut gemacht hat sogar. Aber klar hätten wir da irgendwie einen anderen Stürmertyp gehabt,
wer weiß. Aber, wie ich schon sagte, hätte Fahrradkette. Für mich im Großen und Ganzen gesehen war es eine super erfolgreiche Saison. Ja. Wir stellen den Torschützenkönig mit 41 Toren, neuer Rekord in der Bundesliga. Darf man auch nicht vergessen, und obwohl der Levi noch 3 Spiele gefehlt hat. Und das ist natürlich auch ein Zeichen für die Mannschaft. Ja. Klar hat der Levi die Hütten gemacht, aber er hat sie ja nicht alleine gemacht. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und von daher, ich bin super zufrieden mit der Saison. Klar, wie gesagt, gegen Kiel, das kann halt passieren. Das kann jedes Jahr einfach mal passieren. Man hat den Gegner vielleicht dann ein bisschen auch unterschätzt und so weiter. Man kennt das ja. Und dann haben die alles reingehauen und dann spielt man halt einen Unentschieden und schaltet immer wieder Schießen aus. Punkt. Kann in jeder Saison passieren. Champions League kannst du auch in jeder Saison Viertelfinale, Halbfinale rausfliegen, wenn du einen starken Gegner hast. Müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Und von daher würde ich mich nicht dahinsetzen und sagen, wir haben eine schlechte Saison gespielt. Also für mich war es eine mega gute Saison. Erst recht unter den Umständen, die wir vor der Saison hatten. Ja, das ist meine Meinung. Und wir sind ein verdienter Meister. Ich denke, da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal einfach in die Spieler rein. Ich überlege gerade, wie ich es am besten mache. Uns erst ein paar Daten angucken. Ja, komm, wir ziehen uns erst die Daten rein. Wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel ändern, zu meiner Meinung, aber habe hier mal fußballdaten.de aufgemacht. Weiß auch nicht, ob ihr das ganz gut seht. Ich kann die leider nicht groß machen hier und dann ein bisschen größer aufziehen, weil da sind 20.000 Werbungen und da steht irgendeine Scheiße, irgendeine so Werbedinge. Nervt mich deswegen halt in dieser Art und Form. Aber es ist natürlich mal ganz interessant zu sehen, denke ich. Klar, hier haben wir Tore. Ja. Levi mit 49, aber auch Müller 15, Gnabry 11, Sané 10. Heim- und auswärts übrigens das H&A, wenn ihr euch fragt. Choupo-Moting 9. So eins mehr wie Koman. Goretzka 7. Musiala 7. Also das ist jetzt alle Wettbewerbe, ja. Ich habe auf alle Wettbewerbe, man kann hier oben auch noch einzeln einstellen. Kimmich 6, Alaba 3. Hat Alaba denn 3 Tore gemacht, Alter? Ja, leck mich fett. Douglas Costa 2, Boateng 2, Süle 2, Tolisso 2, Hernandez 1, Pavard 1, Davis 1. Und Davis könnte noch ein bisschen mit dazukommen in Zukunft. Und Marc Rocker hat sogar ein Tor gemacht. Wow. Also, ja. Denke, über Levi brauchen wir nicht reden, was Tore anbelangt. Ne? Müller sehr stark, muss man sagen, dafür, dass er keine richtige Spitze ist. Gnabry toremäßig, denke ich, ja, auf ein soliden Niveau. Ich denke, da geht als Außenstürmer noch mehr, aber ein solides Niveau mit 11, genauso wie Sané mit 10. Choupo-Moting als ja, wirklich Ersatzspieler, der echt wenig Chancen hatte, auch wenn ich immer über ihn gemeckert habe. 9 Tore muss er dann auch machen. Ja, ist jetzt also auch nicht so schlecht. Coman mit 8 ist definitiv ausbaufähig. Aber wir gucken uns da gleich noch die Vorlagen dazu an. Mal gucken, dann kann man das ein bisschen besser einschätzen. Goretzka mit 7 finde ich okay. Als mehr defensiver Mittelfeldspieler, der aber öfters vorne reinstoßt. Musiala mit 7 mega, weil so viele Spiele hat er nicht gemacht. Ne? Das können wir uns auch gleich mal angucken. Obwohl, das sehen wir doch hier schon rechts. Aber obwohl, doch 36 Spiele hat er gemacht. Respekt hätte ich auch gar nicht gedacht. Gut, da waren jetzt nicht so viele von Anfang an bei. Aber Einsatzzeit von 1300 Minuten nehmen. 10. Ich bin gerade mal 15 komplette Spiele. Also lag ich da schon gar nicht so schlecht, dass er so viel nicht gespielt hat. Obwohl hier stehen ja auch die Minuten, wa? Ja, Einsatzzeit steht doch da. Also von daher. Aber auch ein mega Wert für den Jungen, ja. Ganz klarer Fall. Kimmich mit 6. Gibt es auch nichts dran zu rütteln. Spielt den noch den defensiveren Part wie Goretzka. Von daher, was Tore anbelangt, völlig okay. Alaba, ja, ich weiß, ich kann mich gar nicht an die Tore erinnern. Ich glaube, einmal war Freistoß, einer war ein Fernschuss oder waren 2 ein Fernschuss, ich weiß es gar nicht mehr. Ist okay, für die Posis, die er gespielt hat, sind 3 Tore okay. Costa, ja gut, der hat ja irgendwie gar keine Einsatzzeiten gekriegt unterm Hansi. Boateng natürlich 2 für 2, unser Innenverteidiger mit 2 Toren. Ja, geht besser, wa? Aber da wir bei Standards und Ecken
Ecken sind auch Standards, so wahnsinnig gefährlich sind, steht er halt einfach auch nicht mehr zu Buche. Tolisso mit 2 ist auch okay. Aufgrund seiner Einsatzzeit als defensiver Mittelfeldspieler ist das okay. Hernandez mit 1, sehen wir als Innenverteidiger, genau wie Pavard, alles gut. Davis mit 1 als rechter Außenverteidiger, als linker Außenverteidiger, könnte man sagen, ist okay. Ich denke, kann man in Zukunft mehr erwarten. Ja, gerade in der Bundesliga. Also wenn du gerade so Mannschaften, wo du hinten eh nicht gebraucht wirst. Und Marc Rocker 1, ihr seht jetzt auch keine Einsatzminuten. Ansonsten irgendjemand hier, der 0 hat mit viel Einsatzzeiten, ja, Manuel Neuer. Ansonsten gibt es hier keinen, wo man irgendwie was vorwerfen könnte. Okay, gehen wir mal auf die Vorlagen weiter. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch eine Scorerübersicht? Wahrscheinlich nicht, wa? 17 ist natürlich für Müller überragend, ja, mit 15 Toren dabei. Kimmich 12, mega, überragend. Sané mit 11, sehr, sehr stark. Ja, hat auch noch 10 Hütten dabei gemacht. Darf man halt alles nicht vergessen. Hier Coman auch auf einem guten Level mit den 11, ist sehr stark. Dafür, dass er auch nochmal 5 Spiele weniger hat. Aber Coman war ja schon immer mehr der Vorlagengeber wie der Torschütze. Selbst Levi hat noch 7, Goretzka hat 7, Gnabry 6, ist ein bisschen schwach. Ist aber auch meistens echt viel Eigensinn dabei beim Gnabry. Alaba mit 4 ist okay. Jonas Saar mit 3. Wow. Für so eine Nullpe war das nicht so schlecht. Costa 2, Hernandez 2, Pavard 2, Davis 2. Auch da warte ich mehr. Kommende Saison Martinez 2, Musiala 1. Denke, da wird auch mehr passieren nächste Saison. Und Richards 1. Ja. Gut. Smashen wir mal rüber zu der Einsatzquote vielleicht und der Anzahl der Spiele. Also Manuel Neuer 44, völlig gerechtfertigt. Alaba 44 ist absolut nicht gerechtfertigt. Absolut nicht. Sorry. Müller mit 44, ja, gerechtfertigt. Sané 43, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ich denke, es wird auch den einen oder anderen von euch überraschen. Gerade mit dieser Anfangsphase, wo er nicht so stark war. Und wie gesagt, wenn wir uns jetzt mal in Erinnerung rufen, wenn man es mal mit dem Gnabry vergleicht, 11 Vorlagen, na, wenn wir dann nochmal auf die Tore switchen, hat der Sané halt auch 10 gemacht, oder? Aber das sind mal 21 Torbeteiligungen, darf man auch nicht vergessen. Ja, ist der Gnabry hat 11, ist aber auch ein bisschen anderer Spielertyp. Und wenn wir jetzt allein nur die Werte nehmen würden, ne, dann wäre der Coman sogar der schlechteste. Ne? 19 Torbeteiligung. Kann man halt auch mal so sagen. Weil ja viele immer den Sané so schlecht reden. Ne? Ich rede den Gnabry immer so schlecht. Also von daher, wenn man mal die klaren Fakten sieht, sieht die Sache schon wieder anders aus. Ja, hier sehen wir es. Levi hatte nur 38 Spiele gemacht. Boateng, ja, also, ja, weiß ich nicht. Boateng hat es meistens gut gemacht. Ich würde sagen, 2/3 der Spiele, die er gespielt hat, hat er wirklich gut gemacht. Aber ich hätte mir da auch mehr Wechsel mit dem Süle gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Coman 38 ist okay. Kimmich 37, Gnabry 36. Ja, gut, vielleicht müsste man hier mehr auf die Minuten achten. Hernandez hat sich dann auch, ja, ich weiß nicht, was auf einmal dann los war mit ihm. Also, irgendwann hat er ja dann doch irgendwie erst aus der Not geboren und wahrscheinlich hätte Alaba dann gesagt, oh nee, lass mich doch jetzt die letzten Spiele im Mittelfeld spielen. Ich weiß es nicht. Wir können froh sein. Ich denke, der Hernandez hat auch vorher schon seine Leistung gezeigt und es war ein Witz, dass der Mann auf der Bank gesessen hat und dafür ein Alaba gespielt hat oder ein Boateng. Leute, ganz ehrlich, meine Meinung. Davis hatte zwischenzeitlich auch ein Tief, was völlig normal ist für so einen Spieler, ja, der gerade mal das 2. Jahr bei uns ist. Choupo-Moting, ja, wie gesagt, wenn man das sieht, 1300 Minuten sind seine, was hat er, 9 Tore gehabt oder was, ist das gar nicht so schlecht. Süle, 2300 Minuten, 31 Spiele, ja. Denke, ist nicht ganz Süles Anspruch. Goretzka, ja,
leider verletzt und Corona-Ausfallzeiten. Ich denke, sonst geht an Goretzka und Kimmich als Duo kein Weg dran vorbei. Ich hoffe mal, dass... ja, ich hätte jetzt gesagt, ich hoffe mal, dass die Jungs sich ein bisschen erholen, aber die spielen alle die EM, da gibt es wieder keine Erholung. Also wird sehr interessant werden nächste Saison unter Nagelsmann. Wenn der echt knallhart nach Leistung aufstellt, könnte da der eine oder andere, der halt nicht bei der EM ist, ja, ich bin gespannt. Könnte da in den Vordergrund rücken. Schauen wir mal. Tolisso aufgrund seiner Verletzung, ja, Costa, brauchen wir gar nicht weiter reden. Bunazar, das ist auch, brauchen wir nicht weiter reden. Das ist für mich die größte Enttäuschung auf Trainerseite. Selbst ein Bunazar hat mehr Minuten wie ein Marc Rocker. Alter, könnte ich durchdrehen. Also, klar, er war am Anfang ein bisschen überaggressiv in den Zweikämpfe. Aber allein wenn du gesehen hast, was er für eine Ballbehandlung hat, wie er die Bälle verteilt, dass er immer steile Bälle spielt, habe ich nicht verstanden, warum man dem Jungen keine Chance gegeben hat, mal so wirklich. Und dafür dann den Alaba hat spielen lassen, ja. Ich kann nur den Alaba nennen, weil für mich der Alaba der Mensch war, der einfach nicht die Leistung gebracht hat und trotzdem gespielt hat. Fand ich sehr schade. Ja, der Rest ist jetzt hier nur noch Ergänzungsspieler, wa? Gut. So viel mal zu den Statistiken. Ich würde sagen, ich sage jetzt zu jedem ein paar Worte und gebe eine Note ab. Levi, brauchen wir nicht drüber reden, Leute, ist 1, Weltklasse, ist Weltfußballer. Hat den Uralt-Rekord von Gerd Müller gebrochen, wo kein Mensch mehr mit gerechnet hätte, wenn wir ehrlich sind. Das war ganz früher mal Anthony Jeboa, war mal ganz heiß eine Zeit lang. Waren wir, glaube ich, über 30 oder was. War dann aber am Ende der Saison auch noch meilenweit von entfernt. Von daher ist das einfach gar nicht hoch genug anzurechnen. Müller würde ich auch eine 1 geben. 15 Tore, was waren das? 17 Vorlagen oder was? Ja, 15 Tore, 17 Vorlagen in 44 Spielen, oder? Ja, gibt's nichts dran zu mäkeln. Gnabry, ich meine, ich fand sehr gut, Gnabry, seine eigene Aussage war, es war eine mittelmäßige Saison von ihm. Bin ich ganz bei ihm. Bin ich ganz bei ihm. Ich meine, von den Werten her geht's mit 11 Toren. Warte, ich mache mal Vorlagen nebenbei auf. Zieh den mal hier rüber. Waren, glaube ich, 6, ne? Bitte da reinmachen, dann will ich dir sehr verbunden sein. Gnabry 6, ja, das ist zu wenig halt. Deswegen, ich bin auch bei mittelmäßiger Saison. Leroy Sané wurde so viel draufgehauen. Hat 2560 Einsatzminuten, 43 Spiele. 11 Tore und 11 Vorlagen. Ja, ich habe selber oft genug die letzten Spiele draufgehauen ein bisschen. Das heißt draufgehauen, kritisiert halt, dass nach vorne relativ wenig ging. Nach hinten war es bärenstark, was am Anfang ganz schlecht war. War zum Ende hin oder die letzten 10 Spiele war es sehr stark. Ja, das vielleicht jetzt unterm Nagelsmann im guten Einklang kriegt, aber wie gesagt, 22 Torbeteiligung ist jetzt nicht so schlecht. Ja, da kann man nicht davon reden, dass der bei uns kein guter Einkauf war oder sonst was. Note. Ich würde eine 3 geben. Eine 3 plus. Ich denke, so Außenstürmer sind, kann man ruhig ein bisschen kritischer sein. Da erwartet man bei uns seit Robbery ein bisschen mehr als Standard. Obwohl 22 Torbeteiligungen jetzt nicht so schlecht sind. Aber ich denke mal so, die ganzen Leistungen gesehen, würde ich auch auf eine 3. Eine etwas bessere 3 wie beim Gnabry. Ja, aber ich möchte jetzt nicht mit einem Plus und Minus arbeiten. Coman, dasselbe. Ja. Coman hat 11 Vorlagen. Warte kurz. Und 8 Tore. Ja, also quasi fast so ungefähr das Gegenteil von Gnabry. Auch da würde ich ihn bei einer 3 sehen. Ja, obwohl ich ihn von den Leistungen her von Gnabry sehe. Und eigentlich auch von den Leistungen her, wenn er da war auf dem Platz, wenn er fit war vom Sané. Der Kingsley hat für mich ein bisschen nachgelassen, was die Defensivarbeit angeht. Da war er mal stärker, fand ich. Aber nach vorne hin war er von den dreien für mich so der
ja, wo man am meisten immer irgendwie das Gefühl hatte, dass er will, dass er heiß ist. Beim Sané hat man oft das Gefühl gehabt, so, ja, ich muss Kräfte sparen, um nach hinten zu laufen irgendwie. Weiß ich nicht. Obwohl die Werte was anderes sagen. Ja, ich sage euch nur, wie meine subjektive Meinung war. Also wenn ich sie anordnen müsste, trotz dieser Statistiken hier, wäre es für mich Coman, Sané, Gnabry. Ja, aber auch echt alle so ziemlich auf ein Level. Das sind nur Nuancen, die dann den Unterschied machen würden. Also auch eine 3. Choupo-Moting, ja, 9 Tore. Ich weiß gar nicht, hat er auch mal eine Vorlage gegeben oder was? Nee. Na gut, ist halt ein Stürmer, wa? Ja, weiß ich nicht. Die 9 Tore sagen natürlich schon ein bisschen was aus. Ja, bei 1300 Minuten, wenn wir das jetzt mal rechnen würden, mit 90 Minuten wäre es ja eben bei 15 Einsätzen oder was. Er hat natürlich ein paar mehr gehabt, logisch. Aber ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich würde ihm auch eine 3 geben. Aber natürlich, ja, mit einem Hang zu einer 4. Ja, ich hätte ein bisschen mehr erwartet in manchen Spielen von der Leistung her. Gerade so die Anfangszeit war richtig schlecht. Aber wenn man jetzt die Tore mit einbezieht, als Ersatzmann ist das schon eine 3. Vielleicht eine 3, eine schwache 3. Ja. Leon Goretzka, für mich eine klare 2. Da brauchen wir auf gar keine Tore, Vorlagen, sonst irgendwas gucken. Kimmich für mich eine 1. Ja, klar muss man da jetzt noch mal vielleicht ein bisschen unterscheiden mit Levi und so. Mach mal Levi 1 mit Sternchen. Aber für mich eine 1. Die Spielart, die Ausstrahlung, die er hat, auch die Leistungsdaten, ist für mich der Leader der Zukunft bei uns. Und ich denke, er hat es diese Saison auch gezeigt, ne? Muss man ganz klar sagen. Musiala, ja, würde ich auch auf eine 3 einordnen, wa? Vielleicht eine etwas schwächere 3. Aber was willst du da jetzt schon bewerten? Also, da warten wir die nächsten 1-2 Jahre ab. Ich denke, dann können wir den Spieler mal richtig bewerten. Hat ein mega Potenzial, macht mega Spaß, ihm zuzusehen. Und ich hoffe, der Nagelsmann lässt ihn, ja, als hängende Spitze auf der 10 mal spielen für den Müller. Ich denke, dann können wir viel Freude dran haben. Alaba, ja, Leute, reicht für mich nicht für eine 3. Ihr merkt ja schon, ich bin jetzt hier so auf die Saison gesehen, ein bisschen smoothiger unterwegs. Ja, ich gebe ihm Alaba eine 4. Wie gesagt, ich meine, er kann am Ende nichts dafür, dass der Trainer ihn immer aufstellt, obwohl er keine Leistung bringt. Aber er kann natürlich was dafür, dass er keine Leistung gebracht hat oder eine schlechte Leistung. Klar, er ist immer engagiert, er reißt sich immer den Arsch auf, er feuert immer an und so. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer zwischen 3 und 4. Ja, aber am Ende des Tages Innenverteidiger und defensives Mittelfeld, wenn man das vergleicht mit den Leuten, die sonst auf diesen Positionen spielen, ja, dann ist eine 4 geschmeichelt. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Also von daher denke ich, sind wir mit der 4 ganz gut dabei. Douglas Costa, brauchen wir gar nicht bewerten, ey. Das ist... Was hat er? 600 Einsatzminuten. Ja, was willst du da bewerten? Ich meine, er hat 2 Tore gemacht. War ein Leihgeschäft, ja. War ein Schuss im Ofen, weil verletzt. Weil Flick auch nicht irgendwie auf ihn Bock hatte, denke ich auch. Irgendwie so ein bisschen. Gut, wir vergeben einfach eine Note, kriegt eine 4. Fertig. Boateng gebe ich eine 3. Ja, Boateng war souverän, hat ab und an mal ein paar Schwächephasen gehabt, aber ansonsten war es eine gute Saison von Jerome. Ja. Keine herausragende, aber eine gute. Niklas Süle habe ich ein bisschen schwächer gesehen wie Boateng, liegt aber einfach daran, dass er auch ein bisschen weniger gespielt hat. Obwohl die Spiele, die jetzt rechter Verteidiger gemacht hat, haben mir imponiert. Süle für mich auch eine 3. Ich denke, da ist Steigerungspotenzial vorhanden für die kommende Saison. Ja, ich hab mit Jerome aber auch einen Tacken vorgesehen, aber man muss auch sagen, dass der Süle echt weniger Chancen gekriegt hat. Das ist halt so das Ding. Tolisso ist ganz schwer zu beurteilen. Ja, da muss ich auch erstmal die grauen Zellen anstrengen. Ja, viel haben wir nicht gesehen von ihm. Ja, er hat 1200 Minuten gehabt.
Ja, ich kann auch nicht mehr wie eine 4 geben. Also ich habe halt immer jetzt so den Maßstab Kimmich, Goretzka im Kopf jetzt als defensiver Mittelfeldspieler. Ja. Und da haben wir von Coco zu wenig gesehen. Aufgrund seiner Verletzung, und jetzt ist er wieder aus einer Verletzung da, und dann hat er immer die Probleme, dass er sich nicht traut, in die Zweikämpfe zu gehen. Da braucht er meistens so ein halbes, dreiviertel Jahr für, bis er wieder das Zutrauen hat. Was völlig okay ist, was völlig menschlich ist. Aber gut, wir bewerten hier die Leistung, oder ich bewerte hier die Leistung. Aber natürlich auch nur so, wie ich das empfinde, wa? Ist auch klar, Leute. Hernandez ist für mich eine 2. Ja, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Der konstanteste Innenverteidiger, der galligste Innenverteidiger, der zweikampfstärkste Innenverteidiger, der Innenverteidiger, der sich für nichts zu schade ist, der sich in jeden Zweikampf schmeißt, der auch immer besser wird im Spiel nach vorne, wie man heute auch wieder gesehen hat, und in den Spielen davor. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison, wenn Hernandez von Anfang an da die Stammkraft sein wird. Geht für mich kein Weg dran vorbei. Wird natürlich interessant zu sehen sein, wie der Nagelsmann das sieht, wenn ein Süle noch da ist und ein Upamecano kommt. Ich weiß es nicht. Wird interessant sein, aber von der Leistung her gibt es kein Vorbeigehen am Hernandez. Und ich denke, man hat in den letzten Spielen auch gesehen, warum damals so viel Geld für ihn bezahlt wurde. Ja. Er ist der Typ, ja, so ein bisschen Lucio 2.0, was aber ein Upamecano auch ist. Also Upamecano und Hernandez in der Innenverteidigung. Ja, es tut mir leid für Niklas. Bin super großer Süle-Fan. Ja, aber das Niveau hat er nicht. Anders kann ich es nicht sagen. Er hat nicht dieses richtig dynamische. Ja klar, er ist ein Dribbler, er ist auch dynamisch, er geht auch in die Zweikämpfe, aber immer ist es ein bisschen anders, die Dynamik ist ein bisschen anders. Ich weiß es nicht. Es wird interessant, wenn er bleibt, wird es interessant zu sehen sein, wer sich da durchsetzen wird von den dreien. Pavard. Pavard ist ganz schwer für mich. Pavard sehe ich zwischen 3 und 4. War zwischenzeitlich richtig schlecht. Wenn wir aber den Einsatzwillen mit herbeiziehen und wenn wir im Hinterkopf behalten, auf welchen Voraussetzungen die Saison war, geben wir ihm eine schwache 3, wa? Alphonso Davies ist auch eine 3. Eine klare 3, nichts Schwaches, nichts Starkes. Er hat zwischenzeitlich ein Tief gehabt, war zwischenzeitlich verletzt, war zwischenzeitlich raus. Er war ja anders auf der Position, was völlig normal ist in dem Alter. War jetzt zum Schluss wieder richtig stark. Wenn er die Konstanz wieder reinkriegt, dann Halleluja, Leute. Werden wir viel Spaß haben die nächsten Jahre. Marc Rocker, 520 Minuten. Ja, das sind 5 Spiele, Leute. Fast 6. Tut mir in der Seele weh, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ihn schon so gesehen. Jetzt nicht auf dem Thiago-Niveau von der Ballführung, vom Spiellesen. So von der Ballführung und pässemäßig fand ich so eher so ein bisschen Alonso-Touch. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er Spiele kriegt. Ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Klar, Kimmich und Goretzka, wenn die da sind, fit sind, geht für mich auch kein Weg dran vorbei. Aber als halt einer von beiden mal weg war, dass man dann die Position mit dem Alaba zuballert, der nächste Saison weg ist, das kommt ja noch dazu. Und da nicht so einen jungen Spieler die Chance gibt, ich nicht verstanden. Weil die Spiele, die er gemacht hat, war er gut, war er okay. Soll ich die 520 Minuten bewerten, würde ich eine 3- geben. Klar war er zu ungestüm, die rote Karte einmal und so weiter, aber er hat super Pässe gespielt, war übersichtlich. Klar, die ersten 2, 3 Spiele hat man gesehen, er wusste nicht genau, wo stehe ich, wie muss ich einfinden, ist doch völlig normal. Aber nochmal, wie kann man den Jungen als Fehleinkauf abstimmen, wenn er 520 Minuten gespielt hat? Und die Spiele, die er gemacht hat, waren nicht schlecht. Verstehe ich nicht. Ich hoffe, er bleibt, ich denke, er wird seine Chancen kriegen unter Nagelsmann. Also, denke ich. Bin gespannt. Bühner sah 810 Minuten, selbst der hat mehr Minuten.
Ja, kann ich nur mangelhaft geben. Oder was soll, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, der einzige, wo ich mangelhaft geben muss. Was soll ich da rumeiern? Also, ich ein gutes Spiel. Was heißt gut? Ein Spiel, was 3 war. Dafür waren, glaube ich, der Rest 6 und vielleicht zweimal eine 5. Also, da müssen wir nicht, das ist nicht Bayern tauglich. Punkt. Martinez, 730 Minuten. Tut mir in der Seele weh, dass wir so wenig Ravi gesehen haben. Ja, kann ich nur mit einer fairen 3 bewerten. Ja, ich hätte ihn gerne mehr gesehen. Leider war das nicht der Fall. Chris Richards mit 218 Minuten. Leute, kann ich nicht wirklich bewerten. Manuel Neuer, ja, eine 2. Klare 2. Ja, hat sehr gut gespielt, sehr gut. Ja, manchmal zwischendurch hat er auch so ein bisschen Wackler drin gehabt und sowas. Von daher nicht eine 1. Aber die 2 geht schon in Richtung 1. Müssen wir uns nichts vormachen. Also für mich gibt es keinen besseren Torwart aktuell auf der Welt. Gut. Ja, aber da ich gesagt habe, ich mache den mit Plus und Minus. Sagen wir eine gute 2. Alexander Nübel können wir nicht wirklich beurteilen mit seinen 4 Spielen, die er hatte. Wenn, ja, weiß ich nicht. 3 Minus oder was. War zwischendurch echt unsicher, aber war dann auch 2 Spiele richtig ganz gut. Mika Kusan, 18 Einsatzminuten. Fiete ab 12. Josef Stanisic, 90, die waren gar nicht schlecht. Zirkzee 96, tut mir auch in der Seele weh. Muss ich auch nicht verstehen. Ja, weiß ich nicht. Die Saison davor kam er aus dem Nichts. Ja, ganz schwer einzuschätzen. Vielleicht, wie das so ist in der Jugend, war er ein bisschen abgehoben, was weiß ich, wollte nicht so arbeiten, wie man beim FC Bayern arbeiten muss. Ich kann es halt wirklich nicht beurteilen. Es ist sehr schade, ich habe in ihm Potenzial gesehen. Ich weiß auch nicht, was mit ihm passiert, ob er zurückkommt oder ob er gekauft wird. Ist ja irgendwo in Italien oder was, hat gegen Abstich gespielt, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er verpflichtet wird, wird wahrscheinlich zurückkommen oder was, ich weiß es nicht. Ja, was haben wir sonst noch? Angelo Stiller mit 63, Dayako mit 29, können wir alles nicht beurteilen aus der zweiten Mannschaft. Thiago Dantas hat 70 Minuten gekriegt. Dafür, dass das Flick Wunschtransfer war, ja, hat der Flick sich da wohl doch nicht so verliebt in ihn. Nian Zu, 113 Minuten. Ich denke, da werden wir nächste Saison auch noch einiges mehr sehen. Den dürfen wir halt auch nicht vergessen, ja, in der Innenverteidigung. Ich denke, man hat jetzt nicht viel gesehen, 113 Minuten, muss man fairerweise sagen, aber man hat schon Potenzial gesehen, ganz klar. Und der kann halt auch defensives Mittelfeld und Innenverteidiger spielen, also ist ja auch dann mein Reden gewesen, selbst wenn Süle gehen sollte, ist es nicht so, dass wir keine Leute haben. Wir haben den Niang Su, wir haben Pavard, der eigentlich Innenverteidiger ist. Wenn wir dann einen rechten Verteidiger dafür kaufen, sehe ich das nicht schlecht eigentlich. Christopher Scott, 33 Minuten, Ari MB, 61 Minuten, das war alles ein Spiel, das können wir, und Armino Sieb mit 26 Minuten. Das war's, da kann ich nichts beurteilen. Wie ich schon sagte, in meinen Augen haben wir eine gute Saison gespielt. Es waren nicht viele Spieler, die irgendwie, der Bühner Saar war halt nicht FC Bayern würdig. Choupo-Moting hat sich lange schwer getan, war oft mangelhaft bis ungenügend, hat sich zum Schluss aber gefangen. Und ansonsten war es Alaba, der für mich völlig überbewertet war. Und immer noch überbewertet ist, werden wir jetzt gleich sehen. Wir gucken jetzt gleich mal noch in die Kickernoten rein. Hab ich hier vorhin schon aufgemacht. Hier, bitteschön. Gucken wir mal, wie der Kicker das sieht. Leider sind hier nur 14 Spieler drin. Levi mit einer Durchschnittsnote von 2,5. Spiele, 28 Mal benotet, 2,5. Bei 41 Toren in diesen 29 Spielen. Und ich weiß nicht, warte. Vorlagen. Bundesliga. 7 Vorlagen.
Also 48 Torbeteiligung. 2,5. Goretzka 2,77. Manuel Neuer 2,81. Müller 2,82. Kimmich 2,86. Coman 3,07. Hernandez 3,18. Gnabry 3,21. Alaba 3,23. Boateng 3,3. Sané 3,5. Süle 3,5. Davis 3,7. Pavard 3,8. Ja, weiß ich nicht. Ja, war, dass ich schon zu lange quatsche. Deswegen hört ihr gerade laute Mucke. Sorry dafür. Aber wir sind eh durch. Ja, habt ihr nochmal schön ein bisschen. Ist lizenzfreie Musik, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr euch jetzt. Ja, habt ihr einfach mal einen Gegenpart. Könnt ihr euch aussuchen, welche Noten euch lieber sind. Aber ich war ja eigentlich auch human, oder? Fand ich schon. Gut, das soll es gewesen sein zu meinen kleinen Meinungen zu der Saison und zu den Spielern. Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Ausblick auf die neue Saison. Mal so meine Prognosen ein bisschen. Das können wir nochmal kurz machen. Thomas Müller, denke ich, wird es ein bisschen schwieriger haben, wenn er die EM spielt und wenn er da wirklich, wenn wir mehr wie 3 Spiele machen, aber selbst dann hat er keinen Urlaub wahrscheinlich wieder. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Zeit nach der EM ist bis zum ersten Bundesligaspieltag. Sollten wir irgendwie 4, 5 Wochen haben, aber selbst dann gehen die erstmal 2 Wochen in Urlaub, dann hat er wieder nur 2 oder 3 Wochen Vorbereitungszeit. In dem Alter, ich denke, Müller wird es schwer haben nächste Saison. Könnte ich mir vorstellen. Sané weiß ich auch nicht, wird auch schwierig, genauso wie Gnabry, Coman, die spielen halt alle EM, das wird alles schwierig werden. Bin sehr gespannt. Musiala fährt leider auch mit zur EM. Ja, erstmal müssen wir hoffen, dass keine Verletzungen kommen und dann wird es echt drauf ankommen, wie lange ist Urlaub. Ne? Ich weiß das gar nicht, ich kann ja mal eben gucken. EM-Spielplan. Spielplan. Dann gibt es auch mal hier fürs Finale. Finale. 11.07.21. Bundesliga. Start. 2021, 22. Steht da schon was fest? Fußball-Bundesliga 2021. Alter, auf meinen Geburtstag geht's los. Freitag, 13. August. Erster Spieltag. Das heißt, 11.07. Ja, 4 Wochen, Leute. 4 Wochen, wenn wir bis ins Finale kommen sollten. Das heißt, die werden locker 2 Wochen Urlaub machen, haben dann 2 Wochen Vorbereitung. Kannst du knicken. Kannst du knicken. Wird kein Stück besser werden wie die letzte Saison. Ja, ein bisschen besser, weil letzte Saison war echt so gar kein Abschalten, aber wird für uns und für alle Mannschaften, die viele Nationalspieler haben, wird es wieder sehr schwierig werden. Ich guck gerade mal. Sind die Polen überhaupt dabei bei der EM? Ich weiß jetzt gar nicht, ob die es geschafft haben. Eigentlich ja, oder? Türkei, Italien, Wales, Schweiz, Dänemark, Finnland, Belgien, Russland, Österreich, Mazedonien, Nordmazedonien, sorry, Niederlande, Ukraine, England, Kroatien, Schottland, Tschechien, Polen. Ja. Also Levi auch alles. Spanien. Ja. Was soll man dazu sagen, Leute? Wird also wieder eine schwierige Saison für uns werden. Brauchen wir nichts anderes. Nichts anderes hoffen. Wenn wir mal durchgehen, Thomas Müller, Nationalmannschaft, Sané, Coman, Kimmich, Levi, Goretzka, Gnabry, Alaba ist weg, interessiert uns nicht, Davis, ich weiß gar nicht, ob die auch irgendwas haben. Hernandez weg, Musiala weg. Süle weg. Tolisso, weiß ich nicht, ob er berufen wird. Neuer weg. Martinez ist eh weg. Pavard, denke ich, wird auch berufen oder ist berufen, ich weiß es gar nicht. Ja, das war's.
Alle weg. Alle. Nicht ein Spieler. Marc Rocker vielleicht. Wenn er bei uns bleibt. Der kann zünden unter Nagelsmann. Aber ich stelle mir gerade die Frage mit, was soll der Nagelsmann dann in der Vorbereitung machen? Kann er die zweite Mannschaft übernehmen? Gut, ich meine, das heißt ja nicht, wir gucken mal Vorrunde, warte. Das Achtelfinale. Gut, ich meine, wenn Achtelfinale zum Beispiel Schluss wäre, wäre 26.06. Das wären halt 2 Wochen mehr, dann hätte man 4 Wochen Vorbereitung. Ich meine, es kommen ja wahrscheinlich nicht alle so weit. Wenn ich mal gucke. So, was ist für uns wichtig? Eigentlich nur Deutschland und Frankreich. Ja, und Polen, der Levi. Alles andere ist dann, können wir ein bisschen vernachlässigen. Ja gut, wir sind natürlich auch in einer Gruppe mit Frankreich, Deutschland, Ungarn, Portugal. Ja, kann gut sein, dass Frankreich und Deutschland weiterkommen. Ja, wird man sehen. Wie gesagt, Achtelfinale ist 28., 29. Juni, 26., 27. Viertelfinale ist dann 2.7. Ja, keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Könnte wieder schwer werden für uns. Je nachdem, wie weit die Franzosen kommen und wie weit wir Deutschen kommen. Ja, schwierig vorherzusagen. Für Nagelsmann dann natürlich auch nicht ganz leicht, muss man natürlich auch sagen, aber so ist der Job beim FC Bayern, wa? Gut, Leute, das soll es jetzt aber gewesen sein. Das war mein kleiner Rückblick, Ausblick. Ich bin sehr gespannt auf die neue Saison. Ich bin gespannt, ob wir noch einen rechten Verteidiger holen und ob wir vielleicht noch einen anderen Backup-Stürmer holen als einen Choupo-Moting. Lassen wir uns überraschen. Ich denke, wir werden in der Sommerpause das ein oder andere Video sehen zu der ein oder anderen Spekulation von mir. Ich denke, auch bei der EM wird dann wahrscheinlich wieder das ein oder andere, was weiß ich, Talent entdeckt aus Nordmazedonien oder sonst was weiß ich. Könnte ganz interessant werden. Mal gucken, vielleicht zieht der Brazzi auch wieder nochmal so einen Davis aus dem Hut, wer weiß. Ja, das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr gerne mehr von mir sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr nichts verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Ansonsten freue ich mich super gerne über einen Kommentar, über eure Meinung zu den Sachen, die ich gesagt habe. Man muss nicht immer einer Meinung mit mir sein, das ist völlig okay. Solange man das sachlich äußert, habe ich da auch gar kein Problem mit und diskutiere da gerne mit euch. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Wir hören uns, sehen uns. Denke in der Sommerpause definitiv das eine oder andere Mal wieder zum Thema FC Bayern. Ciao.